Aber wisst ihr, dass die Heroes, die wollten Hus gehen mit Victory, die wollten gewonnen haben, die starben auch ein Tag. Und das ist ein Ding, was die nicht gewinnen können. Das ist ein Lied, ein Couple, junge befriedete Lied, die haben den Mann seine Schwiegermama bei ihren wohnt. Ich wollte nicht merken, die Hand abheben, wer von ihnen im Moment die Schwiegermama gewohnt hat, aber die haben eine Schwiegermama bei ihren wohnt. Die sind jung befreit oder ein paar Jahre befreit. Und nu wollen die für eine Anniversary feiern und die wollen ein Stückchen ohne die Schwiegermama sein. Und die Schwiegermama, das soll die immer alle wen mit was zu sein und die soll mit einmal gleich und die muss die einmal fair sein, was die kann und ich kann down und die kann niemals allein sein. Und so die wollen für eine Anniversary feiern und die haben sich bereit, die wollen in Israel fahren, so dass die ein Stückchen weit auf eine Schwiegermama sein. So die fahren dort hin und ganz gewässig mit der Schwiegermama mit und die dort nicht anders nehmen die sich die mit und dann essen die durch. Und für eine Uhr gestorben, die Schwiegermamas, die dort so bei Israel sind. Und nu fing die ut, was die dort wollen tun, um diese Schwiegermama dann begraben. Und die erforschen sich das gut, wenn die wollen 3 Schecken, dort haben $10.000. Und wenn die dort waren in Israel begraben, dort haben $300. Und so dann verteilen die Hand in 3 Mal. Und sagt der Mann, because it's eine Schwiegermama, der Mann sagt, no, ich will die nicht hier begraben, ich will die 3 Schecken. Und dann fragen die, wo steht Geld geben, um die ganzen 3 Hüsschecken, die du begraben hast, so viel Bilder, wenn du hier ist. Dann sagt der Herr Hafmudi hier, dort 2000 Jahre 3 hast du einen Mann von dort abgestoßen in Israel. Und er wird nicht die Chances nehmen, dass das was passiert. So. Okay. Ich weiß nicht, wie groß die Chances sind, aber apparently sind sie. No, wir wollen von was will wir vertalen, wenn es Ostern ist? Von Ostern, nicht? Wie dann sehr leicht ist dort, dass wenn es Ostern Smarries ist, dann weiß wir von was wir vertalen wollen, weil das ist eine gute Geschichte, was wir immer gehört haben, und das ist die Geschichte, was wir unsere Kinder haben, geprobt anzudichten von klein an, und wir wollen haben, die sollen zu holen kriegen. Und ich würde gleich nicht die von der alle von uns, die von der würden mit einem offenen Hort und einem offenen Gedanken setzen, in Klimatpausen und zu denken, kann wir diese Geschichte, diese gute Geschichte, oder kann wir diese Geschichte für uns? Also merken wir uns einen Unterschied, dass diese Geschichte auch gut kannst, weil es dort was die dann horchen. Aber wenn du das von Frischen an lässt, dass die diese Geschichte von Jesus in der Auferstehung, nicht von den Osterhosen in Ostereier, aber wenn du die Geschichte von Jesus in der Auferstehung, wo ein kleines Stück Zeit nimmst zum Durchdenken, dort merkt den ganzen Unterschied, wo wir leben, wo wir denken und wo wir sind, überhaupt, wo wir sind. Nu, ich will hier uns das sein, wie für uns ist das Tag oder diese Geschichte nicht bloß eine Geschichte. Und Ben sieht das all, das habe ich einfach der wichtigste Teil, nicht der wichtigste Teil, aber die wichtigste Geschichte, die wir denken an uns Leben als Christen, wo Jesus von dort abstunden deit. Und wir werden von der Thema vertellen von dort wird geboren. Aber zum das dort geboren wird, muss wir dann denken, dass irgendwer dort, irgendwer bohnt dort. Und ich weiß nicht, was jemand geprüft hat, aber dort lässt sich nicht bloß so bingen. Dort lässt sich nicht bloß so festnehmen in Bing. Wir haben alle tägliche Leute gestanden, wo wir vielleicht dort einmal eine Uhr sagen und wir wissen, wir können nichts mehr tun. Right? Dort lässt sich nicht bloß so bingen. Und das wird dann der Timer, in welcher Timer ist, weil es irgendwer muss dort bingen. Nee, ich war hier, was nämlich, was ich schwinn verjährten kann, Leute, aber ich habe Movie gesehen von Puss in Boots, der letzte. Ja. Was da passiert ist, das ist ein Kutter, das ist eine Mietz, und inwieweit nicht dann nähen Lebens, nicht? Und er hat dann noch einmal durchgedacht, dass der an sein letztes Leben ist, und er ist für einen Doktor und sagt der Doktor zu dem, guck mal, du bist an dein letztes Leben. Und er lacht dann, der lässt sich das
ankommen. Und dann sagt der Doktor, no, hey, du bist an die letztes Leben. Und aus dem dort man einmal klar wird, dass uns sein letztes Leben, den fährt so eine Angst durch, und das ewige Part von Movie hat mit das nicht zu tun, dass der wird sich nicht nur mal ein Hero zu sein, der wird sich nicht nur mal zu leben, der hat bloß Angst für den Tod, der rennt bloß für seinen Tod. Und das vielleicht zum Lachen, wenn wir das dort sein, aber das ist die Wirklichkeit, das ist die Wahrheit, wenn wir dort in die Uhren entdecken, dann man immer sagen, wie wird du gerade als alles, was wir gefährt haben in das Leben. Okay? Und wenn wir denken an Tod, wir denken an einen Battle, wir denken an einen Kampf. Ja, ich weiß nicht, wer von uns eigentlich sei Battles zu watchen, ein Kampf zu sein. Eigentlich UFC. Und wenn ich dort on stage sei, dann machen immer viele Menschen mir, so wer ist der beste UFC-Fighter und alle Dinge. Ich sage immer, das ist der Beste. Aber wisst ihr dort, dass der beste Guy ist immer der, was du gewinnt? Some von euch wollen sagen, das sei leider nicht so. Nicht? Wenn eine Dame gewinnt, dass du der Stärkste, aber es ist nicht der Beste. Aber wir sind alle to a certain degree sehr competitive, wie gleich zu gewinnen. Wenn du nicht gleich UFC zu watchen, wo Menschen gewinnen und sein, wer der beste Guy ist und wer der gewinnen kann, dann gleich du am Dash zu setzen und vielleicht Karten spielen und du gleich zu gewinnen. Oder du hast eins, wenn man den Dash, wenn du ganz schnell weißt, wer nicht verspielen kann. Du hast sore Losers, nicht? Das sind so eine, du bist immer Matten gewinnen, wenn du nicht down und seine Action unzufrieden. Leben ist voll von Battles, von Kämpfen. Okay? Wenn wir die Bibel lesen, das ist ganz voll von uns die Geschichten, wo einer den anderen gewinnt und der eine mal verspielen und der andere gewinnt und dieser mal verspielen. Alles ist voll von uns dort. Ich wollte das ist interessant, wenn wir die Bibel lesen, das sind immer so eine Battles, was wir nicht verstehen können und wir gleich nicht durch so rankommen, eins hier nicht. Aber wenn ihr denkt an die Geschichte, wo Israel in Ägypten rüberkommt, als wir in 430 Jahren in Ägypten waren, die kommen da rüber und die kommen ganz de kommer att levande ut från dessa ganska gradste Weltmacht, was der Zeit lebt, von dem Pharao, dann denken wir, so, das hat niemals so passieren, weil wir können warten, dass die wurden können verkommen. Aber die Israeliten, die haben die upper hand und die können gewinnen, kriegen nicht wovon starkes Volk Ägypten wir. Und wir wissen, woran das passiert. Als die Israeliten an Kanaan ankamen, die waren bei dieser großen Wohnung bei Jericho, dass wir auch noch in so eine Geschichte hat niemals so zu nennen kommen, weil wir können warten, dass die können. Aber während die rumgingen, sangen und beten und was immer, dann fallen die Wänge durch und die können angehen. Das ist physisch nicht mehr possible, das ist nicht mehr möglich, aber das passiert. Aber dann hat immer gut in der Stadt, wenn wir Jesua lesen, dann war ich an, nicht nur immer eine kleine Stadt, die Stadt heißt Ai, eine kleine Stadt mit wenig Menschen, und niemand immer gewähnt, diese Stadt Israel. Die haben alle gewonnen, und niemand immer hat diese Israel gewonnen, so das ist nicht der Stärkste. In der Bibel ist voll von solchen Geschichten. Wer wird gewinnen? Wer wird der Beste sein? Wer wird der Stärkste sein? Dann war ist ein Mann, der hat 300 Soldaten und der fährt hier in eine Armee von 35.000 Soldaten. Und wie weit wer der gewinnt, wenn wir eine Geschichte lesen? Hat niemals so passieren, aber das tut. Und wer immer du gewinnt, das ist der Grote. In der Brücke könnt ihr euch sagen, ihr wisst das. Wer immer du den größten Feind gewinnt, der ist die größte Person. Das ist der Stärkste, nicht? Und ich will heute sagen, nicht das merken. Von all den Geschichten, die ihr in der Bibel gelesen habt, du hast immer eine Seite, die du verspielt, und die hat einen verschämten Hüsken, oder die sind tot. Oder eine Seite hat gewonnen, und die gehen mutig in die Hüsen, die freuen sich, dass die gewonnen hat. Immer. Aber wisst ihr, dass die Heroes, die in Hüs gehen mit Victory, die gewonnen haben, die sterben auch ein Tag. Und das ist ein Ding, was die nicht gewinnen können, und das ist den Tod selbst. Wisst ihr das? Und das kriegt nun eine Heroes, die in der Bibel bekicken, das, aber wenn die kicken das, was passiert und wovon die gewonnen haben, die gehen in die Hüs, dann sind die ein Tag was durch, die Irrende, die Preisende, die freuen sich, dass die den Krieg gewonnen haben, dass die größte Finger, die größte Land gewonnen haben. Aber ein Tag, dann sind die in einer Graf, das ist ein Stein. Und ich stand mir das Pferd zum Bett so, ich weiß es von der, das ist ein Stein. Und das ist den Sinum geschrieben. Es wird sein Fan von dieser Person geschrieben. Aber du hast ein Datum, von wann er gelebt hat. Und das meint, der letzte Datum ist du wählen, weil das ist ein Ding, was du nicht gewinnen können, das ist der Tod selbst. Hast du mal gedacht? Die ganz letzte Jungs, ich stelle mir vor, einmal David seine Captains, die wurden Riesen dort killen, große Giants dort merken. Dort wurde vielleicht gesagt, das auf 3 und das auf 4 von den Giants dort gemerkt.
Aber das ist ein Ding, was die nicht dort merken, dass wir dort, das vor allem die du wählen, das vor allem die du Band sind. Keiner kann dort gewinnen. Keiner. Das ist keiner, wo große Menschen wählen, das ist keiner, was die getan hat. Den dort können wir gleich gewinnen. Aber mit einmal dann ändert das. Und bloß so, dass die weiten dort, die Ursache, warum keiner den dort kann gewinnen, als wir hatten von der Frucht gegessen von dem Baum, wie wir destined zu sterben, in Generation und Generation und Generation. Die Bibel sagt, dass ein Adam stirbt wie alle. Das vor allem, das ist dort wir. In den Tod kann keiner gewinnen, aber dann einmal, dann ändert dort und niemand einmal erst gedacht, wer den Tod gewinnen kann. Und ich will einen Text lesen in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Ich weiß Gott, das ist eine Pfingstengeschichte, ich will den Ostern verlesen. Apostelgeschichte Kapitel 2, wenn ihr die Bibel in der Hand. Du hast eine interessante Geschichte, ich will den Kontext ganz kurz geben. Jesus ist gestorben, Jesus ist berufen, ist von dort abgestanden, ist im Himmel gefahren. In einem Teil der Luther, damit einmal dann kommt der Heilige Jesus auf das Gott in Versprechen haben. Das sind diese kleine Gruppe Christen, wenn du Satten oder die sind hier so taub. Und dann kommt der Heilige Jesus auf, das der Versprechen ist. Und du passieren Wunder, weil das sagt, du sind kleine Tongue mit 4, oder so kleine Tongue mit 4 ab der Kappboven. Und die fangen an zu vertalen, und Menschen können in ihre Sprachen hören. Das sind all diese verschiedenen Sprachen, die können alle in ihre Tongue oder ihre Sprache hören. Und da passieren Wunder. Und das wir Gott sehen, denkt, was da passiert, weil der Heilige Geist wird aufgekommen. Und das ist interessant, wo Menschen immer waren, wenn du was Gutes passiert, was Gott tut. Aber das anders ist, was Menschen gewandt sind, das spürt der Box. Dann wollen die anfangen zu grinsen, weil some don't. Eine sieht, sagt einmal, das ist von Gott, das wird Gott, die glauben dort, die wollen gläubig. Der andere sieht, die grinsen einmal sein, das hält nicht an, das ist alle von so tun. Das guckt, was hier passiert. Der Heilige Geist kommt drauf, die fangen an zu vertalen, da passieren Wunder. Und eine hört sein, wie glauben, das muss Gott sein. Der andere hört sagt bloß, der hat viel Coronas getrunken. Die sind besuchen. Was passiert ist, dort Petrus, der steht noch einmal ab und dann sagt er zu all diesen Menschen, die horchen. Das ist eine lange Predigt in der Apostelgeschichte, wo Petrus anfängt zu predigen und er fängt an, die gute Nachricht von dem Evangelium rüberzubringen zu diesen Menschen. Aber in der Stelle zu sein, was du wirklich angeht, weil sie sagen, die haben zu viel gesucht, und er steht sich lang verteidigen über dort, dann sagt er, und er steht sein, was ihr Problem ist, sagt er, was der Menschen ihr Problem ist. Das ist, was Petrus in der Tirade ist. Der will die Menschen sein, die sind in Trouble. Und die Ursache, warum Israel in Trouble war, ist, weil sie haben ihre Hoffnung auf was Falsches gesagt. Okay? In Petrus probiert zu sagen, die haben eine falsche Hoffnung, wo die verdammt hat, ab Hupen down und das wird ihnen ab dem Englisch übrigen. Because was die Israeliten zu der Zeit hatten, ist, die wurden sich ab Menschen verloren. Ab sehr ferne Menschen, ab große Heroes verloren. Ja, und die, wo die Israeliten zu der Zeit gefragt haben, ab was verlot jemand, die würden sagen, es wäre Abraham, weil wir sind Abraham seine Nachkommenschaft und dort wurde genug sein, um Gott sein Volk sein. Oder die würden von David reden, weil David wie das große König nur Gott sein Hort und David. Mich wundert das einzige Mal, warum die Menschen sich ab David verleiten, weil das wir der Hero, wir das nicht. Denk mal an die Geschichte. Wenn David aus einem kleinen Schnarren ist, können großen Riesen dort schlagen, wenn keiner sich das wirkt. Der letzte Krieg, und ich muss die König Saul und in seinen Leuten, keiner wirkt sich das zu tun. Und das kleine Bengel kommt an und guckt, wo die Riesen da und damit schrien, dann sagt er, was geht hier an? Warum da ihr nicht mehr? Und keiner wirkt, die verkrüpen sich da. Und David, ja, den Riesen dort schlagen. So David, aus ein kleiner, junger Bengel, der Rat das Volk Israel. Wer würde nicht aus einem Hero werden? Und denkt an, wer einmal den letzten Guy kann dort merken, dort bekommt der letzte Guy. Das kriegt nun wo. Wer einmal den letzten Guy kann gewinnen, dort ist der, für wen wir dort wem wir respekten dann. Entweder Angst haben oder respekten, right? Und so das kleine Bengel, oder das junge Bengel, der dort von klein an. Luther, wenn der in den Krieg fahren, und der hat gewonnen, Israel hat gewonnen, dann kommt der König Saul und David kommt durch und dann fangen die Menschen an zu schreien, Saul hat 1000 Tod geschlagen und David hat 10.000 Tod geschlagen. Weil die viel besser, die können viel besser Dinge tun, als der König selbst können. Mir wundert das gleich, dass die Menschen sich ab David verleiten, weil dort wir der große Guy. Keiner kann den gewinnen.
Aber die Trouble mit Israel, wir kriegt die Trouble, was wir von der haben. Wir verluten uns einmal ab Dinge, wir uns gleich raten können. Nu, David hatte von verschiedenen Völkern geraten, aber David kann keinem raten. Und kriegt das selbe, nu, ich war ein bisschen persönlich sein zu aber kriegt das selbe da wie von der. So viel Mal haben wir unsere Hoffnung, ab was Gutes, aber sehr flavert gesagt. Wir haben unsere Hoffnung entweder auf unsere Gesundheit, wir haben unsere Hoffnung auf unser Geld, wir haben unsere Hoffnung vielleicht auf das wir haben eine Familie. Einige von uns, wir sind in der Kirche gewesen, du glaubst, das schafft nicht, wir haben eine neue Kirche gefangen, und sind wir hier in eine neue Kirche, und wir glauben, hier wird kein Mal in Trouble sein, und wir sagen unsere Hoffnung auf diese Kirche, und wir glauben, diese Kirche wird uns stark helfen, mein Tag. Einige Mal sagen wir unsere Hoffnung auf den Pastor. Einmal sagt wir uns Hoffnung auf den Ältesten. Und wir brauchen gleich Fingerschwiesen, die hier bitte an so freie Wegen sind. Ab was haben wir unsere Hoffnung? Und was Petrus hier sagen, dass zu den Menschen dort die erste Botschaft, wo nur die Aberstundung passiert, was Petrus zu den Menschen klar merken, dass wer wir unsere Hoffnung ab was sagen, was ja. Und ich wollte die Versen verlesen. Dort sagt es steht in Apostelgeschichte Kapitel 2. Der sagt, Mana in Brüder, Apostelgeschichte 2,29. Mana in Brüder, lud mich ganz frei zu jün von unseren Stammvater David reden. Manche, was Petrus steht? Der steht hier für sehr viele Menschen. Sehr viele Menschen. Was ihre Hoffnung haben ab Menschengebiet. Und der sagt es der sagt, Mana in Brüder, lud mich ganz frei, das meint nicht der Blumen vertrauen, sehr dries. Lud mich ganz frei zu jün von unseren Stammvater David reden, sagt er. Weißt du, was der Welt sein von der Stammvater David? Das ist, was er sagt. Dort der Tod im Begruf ist, in sein Grab hier noch von der oder den Tag bei uns ist. Sieh, was Petrus zu dir sein, in der David gleich verachten. David hat all diese guten Dinge getan. Aber was Petrus zu diesen Menschen sein, der ist, ein Hero ist tot. Das Begruf. Wer will mal von David reden, wer will von denen vertellen, ob wir eine Hoffnung haben, das ist tot. In den sie Graf, wenn die das nicht glauben wollen, wir können alle durch hingehen, krieg von der, okay? Und wir können durch kleben, wenn wir wollen, die wollen sein, den sie Körper ist das ist tot. Nu, David hat all diese guten Dinge, aber das ist tot. Und dort meint, das ist nicht der Guy, mit dem wir lernen. Dort meint, das ist nicht der Guy, auf dem wir eine Hoffnung sagen. Und Petrus merkt das klar und sagt, this guy wie ein guter Guy, aber das ist nicht ein Guy, because er ist tot. Das ist eine tote Hoffnung. Und dann die nächsten 2 Versen verstärke ich eindeutig, wenn du das lesen lässt, dann merkt Petrus das klar und dann sagt er zu den Menschen, ein Guy ist tot, in dem sie eine gerade Ziel im Leben wie nicht Riesen dort schlagen oder Länder zu gewinnen, den sie gerade Ziel im Leben wie der weiß nicht, wen besseren, der weiß nicht besser Geist als sich selbst. Das sagt er, die prophezeit von einer anderen Person, wenn du besser sein, gerade sein, stärker sein als er selbst. Nicht ob wir mäßig zu glauben, weil wer kann das tun, was David tut? Wer kann den Riesen dort schlagen, was David tut? Aber der sagt, David, der prophezeit, und der sagt, du kämpfst ja besser als ich. Und das wird Petrus den Menschen bewiesen, und er sagt, ein Guy ist tot. Wie ein feiner Guy, aber eine Hoffnung ist Fleisch, wenn die wollen abbluten. Aber das Guy, der verteilt von einem besseren Guy, der verteilt von einem stärkeren Guy. Nu, wer ist der stärkere Guy? Und ich will Hanni sagen, das merken, weil jetzt der ganze Unterschied von Leben und Tod für uns, wenn wir das sein. Vers 32 sagt er, das ist Jesus. Okay? David, der beste Guy, was ich kann, der verteilt von einem besseren Guy. Und das ist Jesus. Das Jesus, Vers 32, hat Gott von Tod abgewagt. Du fand ja wie alle Zeichen geben. Das Guy, sag mal mit mir, das ist Jesus. Das ist Jesus. Nicht David, nicht auf wem der sich verloren hat, aber den Guy, wem der hat einen Krieg genommen und Tod gemerkt, der war wie abgestoßen, der sagt, das Guy, der wie auch tot. Kriegst du David, der wieder ein Graf, aber der ist du nicht Ben. Der ist abgestoßen. Okay? Und dort meint, dass das Guy ist abgestoßen und das ist der Guy. Ich weiß gar nicht, was das zu ihnen tut, wenn die das hören dann.
Aber die Bibel sagt in 1. Korinther, 1. Korinther 15, der sagt, dass noch keinmal ein Feind gewesen, was du gerade ein stärker wie aus der Tod selbst. Du hast noch niemals was gewesen, was du stärker und gerade wie aus der letzten Feind und das Tod selbst. Und weißt du, wie weit mit Jesus der Geist ist, auf wen wir uns verlassen können? Weil du hast noch niemals entweder den Tod gewonnen, der hat alle Sorten gewonnen. Aber das Guy hat Tod selbst in die Augen gekickt und der hat Tod gewonnen und der hat Tod gewonnen. Das ist der Guy. Und wenn du was mit einer besseren Story abkommst, was das irgendwer mit immer den Tod selbst in die Augen gekickt und den Tod selbst gewonnen, dann hast du eine feine Geschichte. Aber du kannst gar eine bessere Geschichte finden. Du kannst gar einen besseren Hero finden. Du brauchst gar einen frischen Hero. Du brauchst dich gar einen Pastor verloren. Du brauchst dich gar einen Kirche verloren. Weil wir haben Jesus. Der wird den Tod gewonnen hat. Und wir weiten alle, wenn wir den größten Feind oder wer immer den größten Feind kann gewinnen, das ist der Guy, nicht? In Jesus, ich weiß nicht, was ich das will klar merken in ein paar Worten, aber Jesus hat sehr viele Dinge auf dieser Welt, als der hier war. Der hat so eine Dinge aus Menschen zu essen geben, die hungern. Der wird kranke Menschen heilen, wo du krank werden. Und der wird Sinn vergeben und der starb für den Sinn. Aber wisst ihr, dass am Ende von Tag wir all dort gleich der Punkt, nicht was mir einmal gleich sein für von Jüngern, aber wisst ihr, dass all dort gleich der Punkt wäre? Nicht nur Sinn vergeben, wie der Hauptpunkt von was Jesus kam tun. Jesus kam dort zu gewinnen. Okay? Ja, ich weiß jetzt einmal gleich, wann ich das sage, aber sie hängen. Hungersnot ist ein Feind. Krankheit ist ein Feind. Sinn ist ein Feind selbst. Okay? Aber das ist nicht das Größte, was Jesus kam zu tun. Du hängst wie was du gerade wie und wir dort selbst in diesen Separation zwischen Gott und Menschen vor dich merken. Die Ursache, warum Gott ihnen Sinn vergeben hat, ist, weil die dort üten sie ihm, so dass die wieder Küste mit Gott kommen. Die Ursache, warum sie Jesus können all diese kleinen Finden gewinnen. Und lass mir das deutlich sein. Für was hast du Angst, wenn du ein Accident hast? Dass die fertig wird vergehen oder die was tot gehen? Für was hast du Angst, wenn die Kinder auf dem Weg sind? Für das fertig wird verbrochen werden oder für Tod? Because du hängst als ein Tod, was du gerade hast. Und Jesus kann nicht bloß Sinn vergeben, Jesus kann nicht bloß Hungersnot abzunehmen, Jesus kann nicht bloß die Krankheiten zu heilen, Jesus kickt Tod selbst in die Augen und die gewonnen Tod selbst. Und das merkt ein Unterschied, wenn wir das sagen. Und ich habe eine Frau für die von dir. Und das steht, wenn du das aus der Geschichte sagen kannst, dann will ich die congratulating, wenn das Fan für die. Und das ist die Wahrheit. Aber es ist deine Wahrheit, es ist deine Geschichte, because wir müssen bei dir kommen, wo das wird besser wird als eine gute Geschichte. Wir müssen bei dir kommen, wo das wird besser wird als eine feine Geschichte, zum man Ostern zu lesen. Because it hat zu tun mit der Person, wenn du dort selbst gewonnen hast. Und wenn ich dir bekannt, dass Jesus in uns Hort ist, oder wenn wir die Mut merken, dass Jesus in den Hort annehmen, dort merken Unterschied. Because Jesus hat nicht bloß die Antwort für Leben, Jesus hat die Antwort für Tod. Dort voran, wenn Menschen, Jesus kam zu seiner Zeit und das soll nicht geändert haben von der, an den Weich, aber dort voran zu seiner Zeit, wenn Menschen in einer großen Not wären. Und die würden Jesus kommen, Jesus würde gleich bloß der Troubles abnehmen, so ich gut sehe. Jesus würde gleich bloß der sein, okay, ich werde besser merken. Der mögt das besser, aber mit dem Punkt, du hängst. Und so Jesus, als Lazarus gestorben in Johannes Kapitel 11, weißt du noch? Als Lazarus gestorben wir, sei Dame am Stand, Martha, Maria, die waren traurig, die Damen. Und du wirst noch mal bloß die drei geblieben von der Familie. So nie wie der Bruder gestorben, in einer israelitischen Familie zu sein, mit bloß 2 Jahren, wie eine sei Dame steht zu sein. Weil die Ehen in dem Jahr ist, okay? But anyways. So, Lazarus ist nie gestorben, sind 2 Jahre geblieben und jeder da. Wem would nicht, right? Und so, Jesus kam daheim und so sie weiter, nimmt sich seine Zeit, um daheim zu kommen. Aber die Ursache, warum Jesus sich Zeit nimmt, um daheim zu kommen, because er hat die Antwort, nicht bloß für Leben, er hat die Antwort für Tod. Dann kommt er daheim und Martha rot und hielt für Jesus und ich wollte den Vers lesen, because Jesus hat eine Antwort. Und Jesus sagt nicht bloß, hey, wollt das besser merken,
har haft en bättre antwort aus de circumstances beter zu merken. Det sagt das Johannes 11, Vers 44, det sagt, Jesus sagt zu ihr, ich sehe die Auferstehung und das Leben. Jesus redet von sich selbst. Jesus sagt nicht bloß, kann den Bruder abwerten, der sagt, ich sehe, Jesus selbst, this guy, der hat Tod selbst gewonnen, der hat den Tod gesiegt, der hat den Tod gebogen. Du wen konnte sein, heu ist die Auferstehung und das Leben. Jesus ist die Resurrection. Das hat nicht zu tun mit einem Event, das hat nicht zu tun mit einem Ding, das hat zu tun mit einer Person. Okay? Und du wen sagt, ich sehe die Auferstehung und das Leben. Und dann erklärt er das dahin und sagt er, ich will han sagen, dass man den Hort horchen. Wer an mich glaubt, an Jesus glaubt, sagt er, wer an mich glaubt, wird leben. Wird er? Der wird leben. Wer an mich glaubt, wird leben, ob wann er gestorben ist. Maar wenn wir sterben, wir wollen leben. Okay? Dann sagt er in Vers 18, finde ich, in jeder, der du lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und dann sagt er zu ihm, kick der Martha in die Uhr und dann sagt er, glaubst du dort? Glaubst du dort? Glaubst du dort, dass Jesus der Geist ist? Nicht bloß, was Jesus tun wird, nicht bloß, was Jesus tun kann. Nicht bloß, was Jesus getan hat, nicht bloß, was Jesus von dir tun kann. Aber glaubst du dort, dass in der Person Jesus Christus ist deine Antwort? Glaubst du dort? Glaubst du dort, dass Jesus hat die Antwort für dein Leben? Und als die Frau, ich will haben, du sollst die Frau, glaubst du dort? Because das kann die ganze Wahrheit sein. Das kann alles ändern. Aber wenn du dort nicht glaubst, das merkt den ganz großen Unterschied für dich. Das ist meistens eine Geschichte. Das ist die Wahrheit. Und ob du das glaubst oder nicht, diese Wahrheit wird nicht ändern, aber für die Worte. Glaubst du dort? Glaubst du dort, dass Jesus ist der Guy? Glaubst du dort, dass Jesus ist deine Hoffnung? Glaubst du dort, dass all das andere, was du deine Hoffnung von klein an, was du nie gesagt hast, glaubst du dort, dass das wird nicht beholen? Glaubst du dort? Aber glaubst du dort, dass Jesus ist die Hoffnung? Glaubst du dort? Mir angehört, das hier zu schließen und sagen, hey, glaubst du dort? Because wenn wir dort nicht glauben, dann merkt das keinen Unterschied für uns. Und wenn Jesus sagt, dort heißt die Auferstehung und heißt dort Leben, und dort, wer einmal dann am Glauben wird, der wird leben, reich wenn ich sterbe, das sei viel zu uns, because das meint euch, dass du nicht was auf irgendwelchen Troubles begehen. Das meint euch, dass du nicht einmal was schmerz dort kriegst. Das meint euch, dass du nicht was Umstände im Leben begehen, wo du schrecklich schwer sind. Das meint euch, dass alles, was kriegt für deine Uhren gefixt worden. Das ist niemals, was das meint. An Jesus zu glauben, meint euch, dass alles, was nicht per worden für dich. Das meint euch sonst. Aber glaubst du dort, dass dort wird die Leben geben? Und ich weiß, hier sind so eine Band von der, die denken nach so, okay, was für ein Unterschied merkt dort? Some von uns denken vielleicht so, ich merke überhaupt keinen Unterschied, weil ich Kampf kriege zu sein, als wenn ich nicht ein Christ wäre. Nee. Ich will das zu dir sein. Some von uns, wir sitzen hier vielleicht bei und Dinge schaffen für uns Fan und Dinge kommen aus, als wir die gleichen kriegen. Und du gehst vielleicht ran mit den Hüt gesagt und Stellereien und du sagst, das Leben schaff. Aber dann weißt du, dass wenn du Jesus nicht was den Grund merken, Jesus nicht was alles merken in dein Leben, dann wird das, wo immer du deine Hoffnung was absaten, das wird nicht schaffen. Und du weißt dort. Dann fragt die vielleicht ab und du wirst dir bloß gleich tot stehen, weil alle Menschen glauben, dass du bist okay in deinem Leben. Und das sind so eine von uns, wir glauben, dass alles jetzt fair. Wir wollen das nicht tot stehen, wir wollen das nicht sein, aber wir weten nicht, dass wir nach Deutschland in Depression ankommen. Wir weten nicht, dass unsere Familie wird fehlen. Wir weten nicht, dass unser Marriage wird merken. Wir weten nicht, dass unser Geld wird damals schaffen. Wir weten nicht. Vielleicht hast du mit ein Lust oder eine Addiction zu kämpfen und du glaubst, das wird niemals schaffen. Aber du hast eine schmackige Sachen, die du glaubst, du bist okay. Und du weißt, du bist gleich. Und ich will von dir zu dir das sein. Wenn das so ist, dass dein Guy der beste Guy in Darb ist.
in den Guy, der stärkste Guy ist, und der kann dort selbst seine Uhren checken. Was merkt die glauben, dass wenn der in den Hort nennt, wenn der in den Hort wohnt, dass du wirst nicht sehen kann, was du mit kämpfen lässt. Wenn Jesus aus seinem Grab kann rauskommen, dass wir der einzige Guy, der jemals hat dort gewonnen, wenn der kann rauskommen, und du bekennst, dass der in den Hort ist mit dieser Abstunde Kraft, was merkt die denken, dass du nicht was in den Grab rauskommst? Dort hat verrennt alles mit uns Denken zu tun. Aber vielleicht bist du hier weg von der Bahn, du glaubst, du hast alles taub. Vielleicht bist du an einer anderen Seite, wo du sagst, du bist da zwei. Du bist da ein Bieten, das wird nicht übrigen für dich. Und ich weiß, was es geht, zu sein, wo wir glauben, wir haben so viel damit getan und das ist nicht genug für uns. Ich wollte dir von der sagen, dass Jesus ist die Antwort für dein Leben, ist die Antwort für den Tod, ist die Antwort für die Ewigkeit. Und wenn du sagst, dass du hast so viel damit getan, und ich glaube dir das. Es haben Menschen sagen, du weißt gleich, was ich alles getan habe. Ich glaube dir das auch, aber ich weiß, was Jesus für dich getan hat. Und dann merkt den ganzen Unterschied. Und ich weiß, hier sind ein Teil Erwachsene, hier sind ein Teil Kinder von der. Und ich will von der was tun mit Jüngern, und ich würde leichen, dass die Charakter, wo ihr sein würden, abstehen, wo wir das schaffen. Dass die würden abstehen, in ganz Kartine Uhren zu merken. Und wenn hier von der irgendwer ist, wer du sagst, ich merke von der eine Entscheidung, Jesus in mein Hort anzunehmen. Merke ich eine Uhren tau. Merke ich eine Uhren tau, dass die nicht nur andere Menschen kicken. Aber weißt du mal, irgendwer, wer du sagst, von der merke ich eine Entscheidung, Jesus in mein Hort anzunehmen, muss die ganz kalt die Hand abheben. Einmal abheben. Irgendwer. Ja, Dankeschön. Nach Meier, hebt die Hand ab und das übersteht auf. Wo immer du die falsch angerät und du sagst, von der ich merke eine Entscheidung, Jesus mein Hort anzunehmen, heb die Hand einmal ab und das auf. Vielleicht bist du hier von der und die weißt zu sagen, Gott, dass du glaubst an Jesus und du glaubst an seine Auferstehung und wir haben Gott ein heiligen Tag. Ich wünsche dir, von der eine Minute nehmen, um an dein Leben denken und sein, ich merke frisch die Entscheidung zu glauben, dass Jesus ist meine Auferstehung. Und ich will mit Ihnen zu beten, wo immer hier sind. Jesus, ich danke dir für hier, von der wir uns taub sind. Ich danke dir für uns mit den Helden Jesus anrühren und hier von der zu uns reden. Wir weit nicht, wir haben den Helden Jesus gekriegt, um mit die connecten und du hast uns gegeben, der ist du für alle von uns. Und von der Smart ist, dass wir hier eine ganze Herde Menschen taupen. Und some von uns, wir weiten, dass du uns vergeben hast und wir haben das Mordwellens genommen oder wir haben das for granted genommen. Und wir fragen uns, was helfen, nie ihr und nie das Hort lassen sein, wer du bist und was das meint, dass du bist abgestimmt für uns. Und wir wollen das glauben. Help uns in unseren Anglauben. Und hier sind auch so von der Smart, was du Kimmel haben die angenommen. Und ich bete, dass die wollen mit dir spazieren, wo die sind. Und dass die wollen wo die sind, bloß die in der Hort anladen und die danken, für dass du all ihre Sinn vergeben hast. Und dass die wollen sich wehren, irgendwo hinzugehen und zu verteilen von dieser Entscheidung, was sie in ihr Leben merken von der Osmaris. In Jesus' Namen. Amen. Uns habt eine große Freude, die von der gewählt hast, mal uns zu horchen. Unsere Welt lebt von der Undienstnis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendeinen weißt, wenn diese Botschaft wird Mut merken, dann wird wir gleich noch diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser Jähen bist, wo lebensfähig ist, oder du nochmal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seile anluden, kann man es besiegen. Unsere Lehren sind gut für alle Menschen. Wir kommen hier alle sind das Smaris Tag nehmen, dadurch zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebende Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du in dein Leben sehen und in die Mut geben. Dann werden wir die auch sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und du willst gleich ein Part zu sein von so einer Gruppe, dann finden uns das Nummer, was hier angegeben ist, oder schreib uns an WhatsApp, oder besuch uns an unserer Webpage, lebenstrike.com. Uns hier erscheint, wir können Part sein von den guten Plans, was Gott für dein Leben hat.
Wenn du gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würde ich gleich noch du dessen subscribe, auf den Klinger drücken, bis dort, was die dort anhören.